Es geht weiter immer heiter zurück bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Nach einer kleinen unfreiwilligen Pause und dann sagen wir dann direkt wieder weiter. Mit dem nächsten Solo-Modus. Und ja, es gab mittlerweile auch ein paar neue Updates. Und ihr seht richtig, es gibt plötzlich ein Duelltraining hier. Wobei ich mich frage, WTF, was soll das? Oh, nein, das war das Falsche. Das haben wir schon. Duelltraining 1, 2, ja, die haben wir schon. Duelltraining Strategie 2. Ich will mal ganz kurz mal gucken, was hier echt Neues gäbe. Ach du Scheiße. Einer der besten Teile eines Duells ist, wenn deine Monster gegeneinander antreten. What? Sowas muss man einmal klären. Zu dem Zeitpunkt des Spiels noch. Okay. Ja, es ist nett und so, das machen wir ein anderes Mal. Ich habe heute Bock auf was Neues und zwar Bericht getriebene Gerechtigkeit. Wie Zahnräder ineinandergreifen, verzahnen sich die Getriebria, um ihre Effekte noch zu verstärken. Als vereinte Mächte zerschmettern die Getriebe der Gerechtigkeit böse Absichten. Schön. Szenario. Sehe ich jetzt eigentlich schon, was ihr bräuchte? Doch, also Besitz 0, was? Oh, tatsächlich, krass. Also versuchen wir das Szenario von getriebener Gerechtigkeit. Soll es sein, eine Mischung aus Elementarhelden und den Gadget-Monstern? Also roter Apparat, grüner Apparat und so, ihr versteht schon. Die Welt war in großem Aufruhr, dank des bösen Dr. Garrick, der Pläne hatte, die Welt zu erobern. Wow. Ich möchte gerne mal in einem Spiel, nur in einem einzigen Spiel bei einem bösen Wissenschaftler haben, der nicht vorhat, die Welt zu erobern oder zu zerstören. Ist doch immer der gleiche Käse, ey. Die von Dr. Garrick, geschaffenen Varugiano-Truppen, sagen wir, das ist ein reines Zungenbrecher geworden, das Yu-Gi-Oh! Spiel, verbreiteten Angst und Schrecken durch ihre Zungenbrecherfunktion. Wird die Erde von den bösen menschlichen Getrieben erobert? Doch wo es Böses gibt, da gibt es auch Gerechtigkeit. Für jedes Getriebe, das sich im Uhrzeigersinn dreht, gibt es ein entgegengesetztes. Wie es der Zufall will, hat Professor Kurosu eine Kapazität im Bereich Getriebebau heimlich Zahnräder der Gerechtigkeit geschaffen. Getriebiano. Wow. Also ich weiß auch nicht, hey, aber Jan Seelach, der Entwickler der Yu-Gi-Oh! Hat doch mittlerweile irgendwie eine Schraube locker. Das mit den Namen und so ist fast schlimmer als bei Pokémon. Mit Höchstgeschwindigkeit in den Kampf. Was für ein Kurvenverhalten. Getriebriauto. Meeresmessungen check. Tiefste Wasserdruck, kein Problem. Getriebianca. Flieg auf die andere Seite der Erde. Du hast die Schallmauer durchbrochen. Getriebiangreifer. Sprengen, was sich dir in den Weg stellt. Meine schwere Artillerie dezimiert feindliche Einheiten. Getriebiarsenal. Dieser Bohrer kann alles durchdringen. Ich will zeigen, wie tief ich graben kann. Getriebiaufbohrer. Doppelschilde sind keine Dekoration. Ich kann jedem Angriff standhalten. Getriebi-Abwehr mit 1009 Abwehrpunkten, also Defense. Getriebri-Abwehr, 1900 Defense, jedem Angriff. Ich sehe schon. Und doppelte Fassrollen werden einen Riesen wecken. Riesen? Probieren Sie diesen? Super, Getriebewaffe, Getriebri-Riese, Getrieberiese X. Was? Der heißt darum Getrieberiese, nicht Getriebri. Das sind okay. Diese Getriebewaffen der Gerechtigkeit rücken erneut aus, um Dr. Garricks Pläne zu durchkreuzen. Alter, da kriegst du die Tür nicht zu, ey. Getriebian. Der Vieh heißt echt so. Getriebriano. Du
Karte als Tribut anbieten und dann haben wir uns zum Typ Maschinen der Stufe 4 einen Friedhof annulliert. Ja, danke schön. Genau Stufe 4, nicht drunter oder drüber. Kacke. Okay, Praktik. Wenn die Vorzüge und Nachteile des Getriebria-Decks. Das ist ein Zungenbrecher, ey. Wir gucken mal ganz kurz. Was haben wir für Karten? Diano kennen wir. Getribriano MK2. Ah, gibt es verschiedene Varianten. Okay, den haben wir gerade vorhin gesehen. Ein paar Supportkarten, die üblichen. Eisener Ruf. Die Maschinen. Ja, okay. Maschinensupport also. Begrenzung Ferner, war klar, da drin ist. Getriebia-Wechsel. Spezifische Zauberkarten plus spezifische Fallenkarten. Und dann. Die gehen auf Xyz-Monster. Alles Xyz, was? Das ist limitiert auf 1? Wer ist das Vieh? Göttliches Arsenal AA Zeus, Himmelsdonner. 2 Monster Stufe 12! Alter! Warte mal, ein paar Spielzug, falls ein Xyz-Monster in diesem Spielzug gekämpft hat, kannst du göttliches Arsenal auch als Xyz beschwören. Wenn du ein Xyz-Monster kontrollierst, als das Material verwendest. Transferierst das Material in diese Karte. Schnelleffekt. Okay. Also Schnelleffekt ist schon der nächste Effekt. Hey? Ich verstehe natürlich schon, warum er limitiert ist, weil einfach Spielzug, falls ein Xyz-Monster in diesem Spielzug gekämpft hat. Okay, es geht trotzdem jetzt in der zweiten Main-Phase in dem Fall, wa? Kannst du das Arsenal auch als beschwören, indem du ein Xyz-Material verwendest, statt 2. Aber trotzdem muss eins von Stufe 12 sein, wa? Hä, wenn noch weitere Stufe 12 Xyz-Dinger dabei? Nee, aber ich habe auch sonst gar kein Monster in Stufe 12. Hätte das was irgendwie die Stufe erhöhen würde? Oder muss ich es auf die Art und Weise rufen? Na, wir sehen sogar, Freunde. Ist ja ein Leihdeck. Getriebia-Monster. Mhm. Endlich mal Zeit für ein Duell. Was macht ein Getriebri-Deck einzigartig? Wobei Getriebri-Deck heißt, aber hier heißt es Xyz-Monster heißt trotzdem Getriebe-Riese. Es heißt wirklich so. Ganz normal Getriebe, wie man es normalerweise auch aussprechen würde, aber hier Getriebri. Getriebri. Getriebri-Auto, Getriebri-Angreifer. Also Stärken an der Hand, mehr Getriebris hinzuzufügen. Flexible Spezialbeschwörungseffekte, die Möglichkeit mit Leichtigkeit die Xyz-Beschwörung durchzuführen. Okay, cool. Die Xyz-Monster sind ein bisschen overpowered von dem her. Aber egal. Bringe 2 Getrieberiese als Xyz-Beschwörung zu rufen. Warum soll ich den rufen? Ja, komm gleich. Okay. Dann ist klar, warum. Ja, ich hab's gelesen. Dankeschön. Lesen kann ich noch. Dieselbe Stufe, das stimmt. Sind alle Stufe 4 Monster. Und damit kam Getrieberiese X aufs Feld. So, Freunde, wir bilden das Überlagerungsnetzwerk. Und rufen als Xyz-Beschwörung Getrieberiese X. So, aktiviert den Effekt. Was hat er überhaupt ein? Kannst du mal dran in einer Karte abhängen. Fügt in der Hand ein Maschinenmonster, Stufe 4 niedrig und einen Deck oder Friedhof hinzu. Okay. Wenn du auf eine Karte das Spielfeld verlässt, du kannst Friedhof, Sozialbeschwörung, okay. Aber das heißt, ihr könnt theoretisch beide. Warte mal. Genau, beide abhängen, gleichen Zug, das heißt 2 mal Stufe 4 Karte rufen.
mal. Ist egal, was ich nehme. Mal schon, wa? Okay. Ach stimmt, ist ja eh schon vorbei. Ganz vergessen. Ganz übersehen, besser gesagt. Victory sauer. Und sauer bin ich auch. Abgeschlossen. Praktik. Okay, cool. Voll Fokus auf Xyz Beschwörung. Gegenmaßnahmen schrumpfen. Wechsel verwendet werden. Okay. Oh, dasselbe Deck oder was? Ja, sieht dasselbe Deck aus. Stufe 3. Sehr, sehr gerne. Ein Getriebri-Deck. Oh. Das sind ein bisschen viele Zauberkarten. Natürlich muss ich anfangen, super. Das Getriebeabwehr. Der sieht schon mal gut aus. Getriebeabwehr. In einen Friedhof. Spezialbeschwörung. Getriebria-Wechsel. Oh, aufgepasst. Mit verschiedenen Namen. Also zwei mehr. Noch einmal verschiedene Namen muss ich wählen. Dann kann ich eine Xyz-Beschwörung mit denen machen. Das geht auch im gegnerischen Zug offenbar. Aber es geht um mit diesen beiden Monstern. Also beispielsweise, wie wir gerade vorhin hatten, zwei verschiedene Getriebria-Monster Stufe 4 wäre eine Idee. Als Beispiel. Okay. Baue noch nicht, begrenzen, entfernen brauche ich auch nicht. Bringt den nur bei der beim Angriff etwas. Momentan in der Defense. Okay. Wir gucken mal. Nervst, Alter. So, natürlich den Effekt aktivieren. Dankeschön. Wenn du Hand aufnehmen willst. So. Aber keins im Friedhof bringt mir also gar nichts. Der Friedhof hat eine Positionsbeschwörung. MK2 bringt mir auch nichts. Der MK3. Der bringt mir relativ wenig. Sonst noch so alles. Wir haben Getriebri-Anker. Wäre nicht schlecht. Der Aufbohrer. Ist aber auch Stufe 4. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Eine Xyz-Beschwörung halt. Okay, Getriebri-Angriff bringt nur etwas, wenn ich irgendwie den Gegner am Angreifen hindern kann. Arsenal. Das Getriebri-Arsenal. Ja, der ist dann schlecht. Warte mal, ist das Arsenal auch Erde Stufe 4? Doch. Okay, cool, nimm ihn. Geht er mir auf den Sack, ey. So, bum bum. Passt doch. Nee, lass mal. Den Angreifer warten wir. Den ich eigentlich wollte.
Frage. Ich weiß, ich habe ja... Also Stufe 3. Ne, warte mal. 3 Monster Stufe 3. Bei Stufe 4 mal gucken. 2 plus Monster Stufe 4. Der wäre mal etwas. Na, dann versuchen wir mal, Freunde. Ich meine, wir haben natürlich einen anderen noch. Hier, der Getrieberies X, den wir schon kennen. Es war nicht schlecht, aber... Guck trotzdem erstmal einen anderen... Jo. Geht gar nicht, oder? Ja, eben. Selber blockiert, okay. Den hatten wir, wa? Exilsbeschwörung, Freunde! Nummer 27! Okay, Astral wird sich freuen. Wer kennt das Viech? Was können wir jetzt nochmal rufen? Was würde jetzt nochmal gehen? Den hier. Burner Vespinato klingt auch cool. Kann man durchdringenden Schaden verursachen. Wäre eine Option wert, aber egal. Erstmal noch etwas anderes. Ah, ne, warte mal, stimmt, der ging gar nicht, war, weil ich, ja, wenn hatte ich den hier, nein. Das war irgendein Effekt, weswegen ich ihn nicht angreifen konnte, war. Ey, war Quatsch, war natürlich das ist der Anhang. Was ist der hier? Genau. Zusätzlich kannst du für den Rest des Spielzugs weder Angriff deklarieren, nach Monster Spezial schon beschwören, außer Monster und Typ Maschine. Ja, ich dachte eben, das außer Monster gilt nicht nur fürs Beschwören, sondern auch für den Angriff. Sprich, ich könnte mit Monster und Typ Maschine angreifen. Das war mein Gedanke. Der natürlich falsch war, wie wir jetzt gerade gemerkt haben. Aber sei es drum, Freunde. Wir lernen auch, wa? Okay, den Zug will ich jetzt sehen. Getrieberiese X! Und ich hab's gesehen! Noch einer. Warte mal. Ich hänge mal hier was ab. Warte mal. Ah, nimm den hier. Ah, schade, so ziehen die Effekte nicht, wahr? Ich meine, ich habe sie im Spielfeld abgelegt. Aber das halt Exis-Material waren, also ich gezogen. Oh, Raigeki, ja gut. Ja, sorry, aber... Ja, schon ein bisschen fies. Warte mal. Ja, Verteidigungsmodus, war ich jetzt ja eigentlich nicht.
Eine Spezialbeschwörung. Du. Nee. Der auch nicht. Der wäre etwas. Getribriano MK3. Du kannst ein Getriebermonster Spezialbeschwörung an deiner Hand und einen Friedhof in Verteidigungsposition beschwören. Außer den hier. Und dann wird er annulliert. Ich müsste Getriebria-Monster rufen, wenn sich die Frage, ob Getrieberiese X auch dazu zählen würde. Der zählt ja später. Das ist nur als Normalbeschwörung. Ja, versuchen wir doch mal den MK3, wa? Der ist aber Stufe 3, wohlgemerkt. Der darf jetzt nicht vergessen. Da ist halt nach dann der Getriebia-Monster, war. Ja, die Effekte werden annulliert, also bringt es mir gar nichts, wenn ich jetzt den Effekt ja nutze. Zumindest noch nicht. Getriebeketten. Ja gut, Freunde, das hilft dir jetzt auch nicht weiter, im Gegenteil, weil der Nons hat jetzt ein kleines Problem. So geht jetzt der Effekt nicht. Also Getriebia... Ah, warte mal, das was ich jetzt hier nutzen wollte. Das sind keine Getriebia-Monster. Ah, Kacke, Mann. Ja gut, der jetzt auch schon. Nein, Gangare ist auch was anderes. Scheiße, scheiße. Auf eine Art und Weise ist das scheiße. Okay, okay. Ja, das Deck hat seine ja, doch Eigenheiten. Wie eigentlich jedes Structure Deck. Also insofern. Oh, ernsthaft. Mal gucken. Geht es wieder um den hier, wa? Oder ich hole nochmal ein Stufe 3 Monster. Hätten wir überhaupt etwas Frank zu rufen? Tribia Riese. XG. Naja, das sind aber 3 Monster Stufe 3. Schade, schade. Na komm. Versuch mal etwas in der Art von Rangsteigerung, Xyz-Beschwörung. Na, sowas ähnliches zumindest. So, den könnte ich nutzen, will ich aber noch nicht. Ich will erstmal angreifen. Und gucken, was passiert. Dann verjagst du mal auf alle meine Monster nachher. Ja, komm.
war mir nicht so sicher wegen seiner verdeckten Karte. Andererseits sagte er mir so, komm, die Folge ist eigentlich eh vorbei. Insofern wird es ja passen, wenn wir es schaffen. Ching ching. Leideck, Main Deck, geschafft. Getribiano, MK2, perfekt. Ching ching. Ja, hier geht es noch weiter, das wissen wir. Ich würde mal sagen, Freunde, nächste Part machen wir das Ziel noch ganz kurz zu Ende. Vermutlich, oder gehen wir nochmal zurück und machen was anderes. Denn momentan komme ich hier nicht weiter und eventuell gibt es aber auch schon wieder ein neues Gebiet, mit dem wir uns beschäftigen können. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao zusammen.